Wir tun ein Gläschen da mit einem Dosenbier unterwegs. Lecker, Dosenbier saufen! Kannst du noch betrinken heutzutage, wirklich? So, Terror. Nur schon das Wort allein verbreitet Furcht und Schrecken. Aber Gott sei Dank haben wir jetzt ein Gesetz dagegen. Mit der sogenannten PMT-Vorlage wollen Bundesrat und Parlament die Bevölkerung besser vor Terrorismus schützen. Aber nicht so. Vom ausländischen Geheimdienst. Eine Zweckentfremdung. Natürlich kann er sich dagegen wehren. Aber erst im Nachhinein? Ja, im Nachhinein, aber bei präventivpolizeilichen Massnahmen geht es darum, im Moment die Gefahr abwehren. Schnell. Und ich könnte nur das Video anfangen, ohne der zwielichtigen Zielmutter von diesem Gesetz zu gratulieren. Das ist eine Dame, die wir jetzt langsam aber sicher alle kennen sollten. Ja, es sieht nicht so aus, als hätte sie einen eigenen YouTube-Account. Darum missbrauchen wir da jetzt einfach mal schnell ihre Antrittsrede. Schauen wir doch mal schnell rein. Stima Presidente del Consiglio Nazionale, Sie haben mich eben in den Bundesrat gewählt und haben mir damit Ihr Vertrauen ausgesprochen. Aber zuerst mal eins ums andere. Also da gehen wir schon mal runter in den Kommentar. Und... Holy shit, wisst ihr noch, wo wir gedacht haben, die Wahl von der Frau Sutter ist etwas Gutes? Ja, sie ist schneller sauer geworden als Milch in der Mittagssonne. Aber ich möchte Ihnen trotzdem gratulieren, Frau Karin, oder soll ich eher sagen, Karen Keller-Sutter, für die gewonnene Abstimmung. Sie sind der lebendige Beweis dafür, dass Menschen jeglichen Geschlechts für Konzerne oder in diesem Fall womöglich ausländische Geheimdienste, dazu später mehr, das Männli oder eben das Frauli machen. Wenn sie in den Genuss vom schnöden Lobby-Cash kommen. Mit dem grössten mir Menschen möglichen Respekt. Sie sind die wandelnde Inkarnation von dem, was passiert, wenn eine Karen nicht nur mit dem Manager reden will, sondern kurzerhand selber zur Managerin wird. Zu guter Letzt, sollte ich mit dem Post Ihre Gefühle verletzt haben, erlauben Sie mir einen Tipp. Wenn Sie mir jetzt Hausarrest verdonnern wollen, dann denken Sie sich doch bitte einen besseren Grund aus, als eben... meine Gefühle verletzt. Weil alles andere wäre ein autoritäres Verhalten einer Diktatorin. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Abend in Ihrer umwerfenden Villa, wo Sie sich jetzt unweigerlich mit dem im letzten Jahr verdienten Lobbygeld leisten können. Ja, jetzt wo wir unsere Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht haben, dass wir mehr Überwachung über uns ergehen lassen dürfen, ist es an der Zeit, dass wir uns thematisch am Terror widmen. Und mir ist dann eigentlich die Frage gekommen, was ist denn überhaupt der schlimmste Terroranschlag, der sich jemals in der Schweiz ereignet hat? Da bin ich aus völligem Zufall über eine Kurzdokumentation gestoßen, die sich genau dieser Frage widmet, nämlich am grössten Terroranschlag auf Schweizer Boden. Schauen wir doch da schnell rein. Das ist das grösste Verbrechen der Schweiz. Es ist strafrechtlich 47-facher Mord. Nach 2-3 Tagen hat man gewusst, wer das war. Das war Herr Soufiane Kaddoumi und 3 Komplizen. Die sind alle auf freien Fuß gekommen. Um unser Land vor künftigen Anschlägen zu schützen, sollen die Behörden den Fall nie aufgeklärt haben. Ein sogenanntes Stillhalteabkommen. Bis heute bleibt folgende Frage unbeantwortet. Hat ein Bundesrat im Alleingang diesen Anschlag zumindest rechtlich vergessen gehen lassen? Bevor wir dem aber auf den Grund... Du willst mir also sagen, dass der grösste Terroranschlag auf Schweizer Boden nicht aufgeklärt worden ist, weil von allen Leuten ein Bundesrat gefunden hat, ich gehe direkt zum Kommentar, den ich verfassen will. Nämlich geht er an die Adresse von unserem lieben Parlament. Wir sind da auch schon auf dem richtigen YouTube-Kanal. So wie entsteht ein Gesetz? Das ist doch ein guter Kontext eigentlich für unseren Kommentar. Hey! Boys, Girls and Non-Binary Pearls von der Vereinigten Bundesversammlung. Ich hoffe, jetzt, wo das PMT definitiv verabschiedet worden ist, macht ihr auch hoffentlich mal endlich Druck auf die Bundesanwaltschaft oder wer auch immer ihr jetzt verantwortlich sind, um den Hinterbliebenen von den 47 Todesopfern vom Terroranschlag von Würrelingen mal endlich zu informieren, was mit ihren Verwandten genau passiert ist. Oder für die Öffentlichkeit mal aufklären, warum in 51 Jahren keine brauchbaren Antworten seitens der Behörden gekommen sind, ausser ja, wir haben zwar in 2016 die 3. Untersuchung eröffnet, die kein einziges von den neuen Indizien untersucht hat, weil... Fuck you? Dass das Verfahren dann von einem offensichtlich in Ungnade gefallenen Bundesanwalt namens Michael Lauber als verjährt erklärt worden ist, lasse ich jetzt mal aussen vor. Oder auch nicht, jetzt habe ich es ja schon geschrieben.
Übrigens, der eine Terroranschlag macht über 40% von allen Todesopfern in den letzten 51 Jahren aus. Man könnte also schon fast sagen, dass bis jetzt mitunter der grösste Grund für ungeklärte Terroranschläge der eigene Staatsapparat ist. Und nein, da kommt jetzt keine Pointe, das ist die Pointe. Aber ich meine, hey, ich weiss, es ist ja jetzt darum gegangen, neue Terroranschläge zu verhindern, aber lasst mich ausnahmsweise die Rolle vom langweiligen Mami einnehmen und sagen, nein, wir haben noch Terroranschläge daheim. Und um sie den Wort vom UN-Sonderbeauftragten für Folter zu sagen, ich kann nur 1 und 1 zusammenzählen. Nicht? Also wenn gegen das PMT sogar das EDA, unser eigenes Außendepartement, protestiert, intern, wie alle protestieren und versuchen, einen Dialog zu Wege zu kriegen mit diesem EOPD, und sie verweigern sich einfach, dann frage ich mich schon, ja, wen hören Sie denn? Es ist klar, sie arbeiten zusammen mit ausländischen Geheimdiensten. Das ist sicher so. Bitte macht euren Job als Vertreter der Bevölkerung und nicht als Vertreter von irgendwelchen dubiosen Entitäten wie internationale Geheimdienste, weil so sieht es gerade verdammt normal aus. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit an besorgten Bürger, die die Schnauze voll haben von eurem Bullshit. Kuss auf die Nuss und Eicheln, aber eigentlich will ich euch damit gar nicht schmeicheln. Ja, es ist klar, Terror ist etwas Beschissenes. Das haben wir ja letztes Jahr in Wien gesehen. Die Frage ist, was können Behörden überhaupt machen, um den Terror zu verhindern? Und die Antwort ist, nicht viel. Und unser Strafgesetzbuch wäre eigentlich schon relativ solide gewesen, um eben Terror zu verhindern. Aber jetzt können einfach wirklich alle Menschen, die Furcht und Schrecken verbreitet, was auch immer das heißen sollte, als potenzielle Terroristen abgestempelt werden. Und entscheiden, wer eben Terrorist ist oder nicht, das tut die Bundespolizei in Eigenregie. Tschüss, Rechtsstaat, so long, Buddy, auf die trinke ich ein billiges Dose Bier. Ciao, Mama, Servus, Oma, ich sauf mir halt ins Koma. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich bange gerade um meine Meinungsfreiheit. Ich bange darum, dass ich Videos wie das machen kann, wenn ich sie dann nochmal mache. Oder dass Klimaaktivisten nicht mehr auf die Straße wollen, weil sie Angst davor haben, auf irgendwelchen Terrorlisten zu stehen. Ja, ich bange sogar darum, dass die SVP nicht mehr ihre beschissenen Plakate aufhängen kann. Weil, ob man es mag oder nicht, am Ende des Tages ist das alles das Produkt von einer doch noch funktionierenden Demokratie. Darum Twitter @Fitpol. Sie haben gerade die Macht erhalten, in Eigenregie und somit im rechtsstaatlich meine Meinungsfreiheit einzuschränken. Mit diesem Tweet bekunde ich meine Furcht und mein Schrecken vor Ihnen. Bitte sprechen Sie Hausverbote gegen sich selber aus. Hashtag ich fürchte die Fitpol. Und dann gehen wir noch schnell Sutter. Die Tatsache, dass Sie einer liberalen Partei angehören und für ein antiliberales Gesetz lobbyieren, macht mir Angst. Mit diesem Tweet bekunde ich meine Furcht vor Ihrer Steuererklärung, die ich aber doch gerne einmal sehen würde. Bitte alle einzelnen Lobbymandate, Klammer EID, Kofi, PMT und so weiter detailliert auflisten. Danke. Hashtag Furcht vor KKS. Grossartig, meine Arbeit da ist getan. Das ist ja alles schön und gut, aber du realisierst schon, dass du jetzt gerade eben auch Furcht und Schrecken verbreitest und dass dich das somit auch zu einem potenziellen Gefährder macht. Spinnst? Also, schau. Das Einzige, was ich mache, ist, von meinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machen, um den Leuten klar zu machen, dass sie jetzt erst recht Furcht und Schrecken haben sollten. Und da haben wir es. Fuck! Die fette Mutter. Das war mein Handy, das runtergefallen ist. Es ist kaputt. Aber mal gerne sehen würde. Wenn Sie den Genuss vom Schnee. Fuck. Wir sind gefickt.